Zum ersten Mal in ihrer 50-jährigen Geschichte hat die katholische Kirche in der Europäischen Union, die Komitee, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgefordert, die Politik Roms zu übernehmen. Die römisch-katholischen Spitzenpolitiker aus Europa haben ihren Weg in eine bessere Zukunft mit nationalen Regierungen in ganz Europa geteilt. Und was ist der Weg, den Europa beschreiten sollte? Nun, in dem Brief, den die Komitee an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschrieben hat, welcher sowohl von der Komitee als auch von Vatican News veröffentlicht wurde, heißt es unter anderem: Papst Franziskus hat mit seiner Enzyklika Laudato Si einen Kompass für die Gestaltung einer neuen Zivilisation bereitgestellt. In seiner neuen Enzyklika Fratelli Tutti, die er vor einigen Wochen am Grab des heiligen Franziskus von Assisi unterzeichnet hat, ruft er die ganze Menschheit zur universalen Brüderlichkeit und sozialen Freundschaft auf, nicht zu vergessen die Menschen am Rande, die Verwundeten und die Leidenden. Die Prinzipien der katholischen Soziallehre als Menschenwürde und Solidarität, wie auch die vorrangige Option für die Armen und die Nachhaltigkeit, können Leitprinzipien sein, um ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell nach der Pandemie aufzubauen. Der Brief wurde von den folgenden Personen unterzeichnet. Zu erwähnen gilt dabei, dass Erzbischof Jean-Claude Hollerich von Luxemburg sowohl Jesuit ist als auch Präsident der Komitee. Als Mitglieder nämlich des Ordens erschienen die Jesuiten seit den Tagen der Reformation unter dem Deckmantel der Heiligkeit, besuchten Gefängnisse und Krankenhäuser, halfen den Kranken und Armen, ja gaben vor, der Welt entsagt zu haben, und trugen den heiligen Namen Jesu, der umhergegangen war, Gutes zu tun. Aber unter diesem tadellosen Äußeren wurden oft die gewissenlosesten und tödlichsten Absichten verborgen. Daher war es ein Hauptgrundsatz des Ordens, dass der Zweck die Mittel heilige. Und durch diese Regel wurden Lüge, Diebstahl, Meineid, Meuchelmord nicht nur verzeihlich, sondern sogar lobenswert, wenn sie dem Interesse der Kirche dienten. Es waren gerade die Jesuiten, welche sich unter den verschiedensten Masken ihren Weg zu Staatsämtern bahnten, sich zu Ratgebern der Könige emporarbeiteten und die Politik der Nationen leiteten. Bereits im Jahr 2017 suchten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gemeinsam um Rat bei Jesuitenpapst Franziskus bezüglich der anhaltenden Probleme innerhalb der EU. Die neueste Enzyklika nun von Papst Franziskus, Fratelli Tutti, zielt genau auf diese enge Zusammenarbeit mit den Nationen dieser Welt ab. Auf diesem YouTube-Kanal findest du ein tiefergehendes Studium zu der neuen Weltordnung, die Papst Franziskus fordert. Die Bewegungen, die zum Mahlzeichen des Tieres führen, bahnen sich ihren Weg in der Dunkelheit, und noch verbergen sie ihre wahren Absichten. Mehr dazu erfährst du in dem protestantischen Klassiker Vom Schatten zum Licht, welches du dir kostenlos auf projekt7.media bestellen kannst. Die Frage an Gottes Volk in diesen Tagen ist: Sind wir wach oder schlafen wir? Weil dies ist ein Weckruf. Können wir erkennen, was so offensichtlich ist? Heute in unserer Welt erkennen Herrscher, Staatsmänner, Wissenschaftler, Geschäftsleute, Gläubige und Ungläubige gleichermaßen, dass die Handschrift des Schicksals an der Wand zu erkennen ist. Was ist mit dem Volk Gottes, mit den übrigen? Wachen und beten wir? Und sind wir beschäftigt mit dem Werk des Herrn, bis er kommt? Rom fordert die Nationen Europas auf, die Enzykliken von Papst Franziskus Laudato Si und Fratelli Tutti als Kompass für die Gestaltung einer neuen Zivilisation anzunehmen. Das prophetische Wort und die Warnungen der Offenbarung rufen uns zum Erwachen auf, denn die Zeit wird langsam sehr knapp. Die Uhr tickt, der Countdown hat begonnen und viele scheinen noch nicht zu erkennen, wie nah wir wirklich vor den letzten in der Offenbarung beschriebenen Ereignisse stehen. Da aber das Ende des derzeitigen Gerichts im Himmel aufgeschoben ist, hört man den Schrei von Gottes schlummerndem Volk, das sagt: Mein Herr verzögert sein Kommen. Kommt her, ich will Wein holen, wir wollen uns vollsaufen und es soll morgen sein wie heute und noch viel herrlicher. Und viele unter Gottes bekennendem Volk haben getrunken vom bezaubernden Wein Babylons mit ihren falschen Lehren und sind betäubt in ihren Sinnen, weil sie immer noch die Delikatessen vom Tisch Isabels essen und erkennen die Zeichen der Zeit nicht und sagen dem Volk: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, schlaft weiter.
und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Wie auch immer unsere Haltung zu diesen prophetischen Ereignissen sein mag, lasst uns daran denken, dass Nationen, Kirchen und Einzelpersonen in den göttlichen Waagschalen des Gerichts abgewogen werden. Unsere Taten werden ebenso sicher aufgezeichnet, wie Gott an die Mauern dieser Generation schreibt und uns auffordert, uns vorzubereiten. Der Ruf gilt den Sündern in Zion und den Sündern in Babylon, die Herzen Jesus vollkommen zu schenken. Denn der Tag ist nahe und alles dies muss geschehen.